Wir müssen den jungen Emmett Brown ablenken. Die Frage ist jedoch, wie schaffen wir das? Gibt's was Neues wegen Einstein? Ich überlege noch, es ist ein schwieriges räumliches Rätsel, das noch durch Einis verständliche Sprunghaftigkeit verkompliziert wird. Alter. Warum machst du nicht mal einen Moment Pause? Du könntest dir einen Film ansehen oder so etwas. Danke für das Angebot, Mike, aber sobald Emmett Lathrop Brown sich etwas in den Kopf gesetzt hat, kann ihn nichts mehr davon abbringen. Und momentan habe ich mir in den Kopf gesetzt, deinen Hund zu retten. Mein Name ist Michael, nicht Mike. Ich gehe dann mal. Vielleicht finde ich Hilfe. Tu das. Ich bleibe hier und überlege mir, wie ich Einie runterbekomme. Ja, das dürfte kein Problem sein, das übernimmt ja der erwachsene Doc, aber jetzt müssen wir erstmal den Jungen ablenken. Wir haben hier leider nur eine weitere Person. Und bitte sag mir, dass sie uns helfen kann. Ja, was willst du hier? Geh darüber. Marty. Durch den Park. Ja, brav, Marty. Braver Junge. Und jetzt, mach schön Kleff, Kleff. Hey Edna. Mr. Crockett, was kann ich für Sie tun? Crockett? Hab ich irgendwie den Namen gewechselt oder was? Was hab ich noch alles? Wegen Ihnen, Hunden! Was haben Sie eigentlich gegen Hunde? Sie stinken, haben keine Manieren, können sich nicht um sich selber kümmern und sind ehrlich gesagt nicht sehr schlau. Wenn ich was zu sagen hätte, dürften Hunde nicht in die Öffentlichkeit. Das ist hart. Die Welt ist ungerecht, Mr. Corleone. Leider. Was ist mit Ihnen und Emmett? Das letzte Mal, als ich Sie gesehen habe, schienen Sie an ihm interessiert. Es war, bevor ich viel zu spät erkannt habe, dass die Einladung an den Finger vom Fuselverband ein Vorwand war, um fässerweise Fusel in dieses sogenannte Labor zu bekommen. Das tut mir leid. Und jetzt bringt er mich durch seine bloße Anwesenheit dazu, seine philosophischen und intellektuellen Grundgerüste mit allen sprachlichen Mitteln anzugreifen. Sie gehen also nicht miteinander aus. Wir? Der bloße Gedanke an ein romantisches Verhältnis mit diesem Technikanarchisten ist schon absurd. Gut. Ja, irgendwie wirklich. Was machen Sie denn hier mitten in der Nacht? Ich bewahre die Leute vor Alkohol, Lastern und Schweinereien. Und ich bin auf der Suche nach heißen Stories. Man glaubt nicht, was es hier immer für Neuigkeiten gibt. In diesem müden Kaff? Irgendeine neue Story heute Nacht? Nur das Übliche. Bürgermeister Thomas wollte sich aus der Bar schleichen. Frankie Needles setzte seinen Wagen gegen einen Hydranten. Nichts für die Titelseite. Ja, immer ganz gewöhnlich. Was war das für ein Lied, das Sie vorhin gesungen haben? Gefällt es Ihnen? Auf den Treffen des Finger vom Fuselvereins bringt das die Bude zum Wackeln. Aber vielleicht ist das auch nur das Zittern. Soll ich es noch einmal singen? Braucht es das? Na, versuchen wir es. Sicher. Wenn ich lange genug warten würde, würde ihn sich jemand wünschen. You say you've lost your self-respect, but you should care. It's not too late to redirect and start to care. Don't despise the good and pure. Time to rise up from the sewer. Wash off all that foul manure. Show the world you care. You should care. You should care what people think of you. Of goals that you could name, reclaiming your good name is what you ought to do. You should care. You should care. If your reputation is in disrepair, it's not going to hurt you to reclaim your virtue, for you should care. Sehr schön. Finden Sie wirklich? Ja, es ist ein richtiger Ohrwurm. Ehrlich, man braucht einen Aufhänger, wenn man Herzen gewinnen will. Oh mein Gott, ey. Uah. Da geht's ihm nur durch Mark und Bein das Leben. Uah. Alter. Wie kommt der Song denn so an? Wenn doch nur einige dieser Nachteulen mal zuhören würden. Wollen Sie ihn vielleicht hören? Nö, ich hatte gerade. Dankeschön. Vielleicht später. Ich bin die ganze Nacht hier. Ja, aber ich nicht. Denken Sie, ich könnte Ihren Text von You Should Care haben? Ich habe selbst einen Club, der wirklich etwas Inspiration brauchen könnte. Sicher, lassen Sie mich nur schnell eine Seite aus dem Gesangsbuch. Hier, bitte. Danke.
Was soll das? Na egal, wir haben es zumindest mal. Toll, und wie hilfe ich jetzt? Ja, aber ich will doch... Was haben Sie eigentlich gegen Hunde? Sie stinken, haben keine Manieren, können sich nicht um sich selber kümmern und sind ehrlich gesagt nicht sehr schlau. Wenn ich was zu sagen hätte, dürften Hunde nicht in die Öffentlichkeit. Das ist hart. Die Welt ist ungerecht, Mr. Corleone. Ja. All diese Eigenschaften treffen aber auch auf Biff. Unglaublich wahr. Gut. Oder sonst noch alles? Was hat Kit Hannen in den letzten 2 Monaten so gemacht? Hast du es nicht gehört? Es stand alles in der Zeitung. Ich war auf Reisen. Die Behörden wollten Tannen wegen Steuerhinterziehung verhaften. Sieht aus, als hätten sie seine Bücher von seinem Buchhalter bekommen. Ja, davon habe ich schon etwas gehört. Der Buchhalter ist natürlich verschwunden, aber die Behörden sind immer noch an dem Fall dran. Sie haben ja noch die Bücher, oder? Richtig. Falsch. Am Tag vor der Verhandlung verschwanden die Bücher direkt aus der Asservatenkammer des Gerichts. Nein. Es wurden viele Beschuldigungen laut. Aber mal ehrlich, die Stadt ist so korrupt, dass es jeder hätte sein können. Gerichtsdiener, Polizisten, Hausmeister. Oder auch du, Edna. Du falsche Schlange. Wissen Sie, Trixie Trotter hat auch eine Version von You Should Care. Hat sie? Ja, aber ihre ist etwas optimistischer. So ist das, wenn man für Säufer und Verbrecher singt. Hat etwas. Dann läuft Kit jetzt frei herum? Frei, unschuldig und lacht sich in seiner neuen Bar ins Fäustchen. Die Behörden wollen ihn anklagen, aber ohne die Bücher haben sie nichts in der Hand. Schöner Scheibenkleister. Was? Ein neues da, so. Ich hatte was für Sie, was auch immer. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh? Was denn? Gute Frage. Tannen verhaftet, schön wär's. Officer Parker, ein neuer Mensch. Mürtiger Erfinder lässt Hund auf Gerichtsstand. Trixie verrät Kit. Hund von jungem Wissenschaftler auf Gerichtsdach gestrandet. Was? Sehen Sie dort. Oh mein Gott. Mr. Brown? Bitte, Miss Strickland, jetzt nicht. Können Sie nicht sehen, dass ich mich gerade in einer prekären Situation befinde? Mein Testlauf... Testlauf? Gefahr für die Öffentlichkeit nenne ich das. Ich bin mir sicher, die Redaktion sieht es auch so. Die wissenschaftliche Unternehmung stellt eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit Wissen dar. Sie, was eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt? Ihr Gesang. Kein Grund, persönlich zu werden, Mr. Brown. Glauben Sie mir, ich habe nicht vor, persönlich mit Ihnen zu Da werden. bin ich aber erleichtert. Fliegende Autos. Von all den lächerlichen kindischen Sie machen sich Anwandlungen. lustig. Aber stellen Sie sich eine Welt vor, in der Staus und Unfälle der Vergangenheit angehören. Ich hätte Ihnen vielleicht zugehört, wenn Ihre Jungfernfahrt nicht mit einer Bruchlandung und einem Hund auf dem Dach geendet hätte. Ich bin ja schon dabei, ihn runterzuholen. Eini, wie bist du da runtergekommen? Kluger Hund. Tja, das Schicksal ist Ihnen heute wohlgesonnen, aber ich warne Sie, seien Sie in Zukunft vorsichtiger. Nun, wie bekommen wir das Raketenauto jetzt wieder runter? Das ist, wie man so schön sagt, dein Bier, Alter. Gut, einen haben wir befreit, beziehungsweise der Doc hat's gemacht, die beiden müssen aber schön taub sein, wenn sie ihn nicht gehört haben. Außerdem passen die beiden zusammen wie Arsch auf Eimer. Ja, vielleicht wird das denen ja doch noch was. Mal schauen, was sich da noch so ergibt. Edna, Es wäre noch etwas von ihr. Es hätte hier noch 1, 2 Dinge, die mich interessieren würden. hätte man Kit nicht für etwas anderes verurteilen können? Vielleicht wegen der Flüsterstube? In einer heilen Welt, ja. Aber niemand in der Stadt interessiert sich mehr für Verbrechensbekämpfung. Die Behörden wollen nur die ihnen entgangenen Steuern. Scheibenkleister. Wissen Sie etwas über Officer Danny Parker? Parker? Nur noch eine verlorene Seele, verloren an Alkohol und Verzweiflung. Ich bat ihn, mir seine Geschichte für meine Kolumne zu erzählen, sozusagen als abschreckendes Beispiel. Aber er will einfach nie. Ja, er will einfach nie. Er hat einfach schon zu viel Alkohol intus. Sie wissen nicht zufällig etwas über Trixie Trotter, oder vielleicht doch? Kit Tannens neueste Eroberung? Sie gibt an, eine Barsängerin aus Seattle zu sein. Aber meinen Quellen in Washington ist sie unbekannt. Mal ganz ehrlich, Trixie Trotter? Was ist denn das für ein Name? Ja, Edna Strickland, musst du gerade sagen.
Egal, was haben wir sonst noch? Sonst nichts mehr, wa? Eine Brandstiefel an der Bar, na gut. Bis bald. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Sowieso, lassen wir das fürs Erste. Vielleicht müssten wir ja irgendwann wieder zurück. Das Ziel ist, bringt Parker dazu, seine Pflicht zu tun. Gut, das wollen wir auch machen. Die Frage ist immer noch wie, aber wir finden schon was, oder? Natürlich finden wir was. Wie ist denn ihr da hochgekommen? Emmet! Was treibst du da oben? Emmet, Keine Zeit zum Reden. Ich muss ein Raketenauto zurückholen. Emmet, kommen Sie da runter, bevor Sie sich noch wehtun. Mich verletze? Ha, Sie sind überängstlich, Miss Strickland. Nicht wirklich, Emmet, nicht wirklich. Dieses Mal bin ich ausnahmsweise mal auf ihrer Seite, aber okay, ist... Kann uns ja egal sein, oder? Außer er stürzt jetzt herunter, stirbt und wir haben den Doc getötet. Dann gibt es noch einen Zeitstrahl, ja, wie ist schon, Zeitstrahl F und so und... Die Kacke ist dann richtig am Dampfen. Wenn sie da reinkommen. Hier war das schon wieder. Willkommen zurück. Jo, das ging ja schnell. Parker scheint hier noch geparkt zu sein. Tja, Marty, du bist ja sowas von witzig, ey. Parker scheint hier geparkt zu sein. Ist das mit der nicht eingefallen? Texan, I don't care. I don't care. Ja, sag's noch 10-mal laut hintereinander. Gut, wir haben jetzt auch sowas. You should care. Ja, wie jetzt hier, hier, bei dem anderen Typ da drüben. Hey Trixie, sieh mal da. Wieso? Hast du das nicht gesehen? Nein? Ah, schon gut. Was guckst du so interessiert, Trixie-Line? Hab ich so... I don't care. I don't care. I don't care. Ich sollte nicht. Na egal. Klappt das vielleicht? Die ihm direkt? Nee, der erkennt uns garantiert. Dann ist das... Dann haben wir ein Problem. Ich denke, ich werde den Text für die Nachwelt bewahren. Ja, du musst ja wissen, Marty. Was haben wir denn Schönes? You should care. You should care, you should care what people think of you. Sie hat recht. Ich kann mein Leben ändern. Na klar. Ja, denn ich war ein guter Polizist. Ich hatte zwar ein paar Aussetzer, vielleicht auch einen geistigen, als ich ein verschwindendes Weltraumauto gesehen habe, aber ich bin ein guter Mann. Genau. Und alles, was ich tun muss, um Betty zurückzugewinnen, ist der gute Mann zu sein, der ich war. Egal wie die Dinge laufen. Okay. Also, was jetzt? Ich warte auf den richtigen Moment, Kid Tannen fertig zu machen, meinen guten Ruf wiederherzustellen und das Herz von Betty Lipinski zurückzuerobern. Tun Sie das. Ich wette, der Moment wird sehr bald kommen. Das wette ich auch, Marty, das wette ich auch, wenn ich gerade keine Ahnung habe, wie ich das hinkriegen soll. Gut, gut, die gute Trixie kann den Text natürlich auswendig, ist ja kein Problem, oder? Obwohl wir ihr das gerade vor die Nase gesetzt haben. Vielleicht macht er schon noch, keine Sorge, das Problem ist, wie spreche ich jetzt? Wo ist er? Wo ist Kid hin? Trixie? Ja? Sie können mir vertrauen. Los, was haben Sie gegen Kid in der Hand? Streich das. Ich erzähle nichts, bevor ich nicht mit Arthur FLY gesprochen habe. Ich habe zufällig Arthur McFly getroffen. Heute Abend? Aha. Wie geht's ihm? Wo übernachtet er? Ich habe das nicht herausgefunden. Wenn du ihn noch einmal siehst, sag ihm, dass ich ihn suche, okay? Ich könnte wirklich seinen Rat bezüglich... Du weißt schon, was brauchen. Nicht nur du, Trixie-Line, nicht nur du. Toi, toi, toi. Danke. Ich habe zwar eine Idee, aber es wäre ein bisschen billig, oder? Weil das haben wir früher schon zweimal gemacht. Ja, Marty, du bist auch schon sturzbetrunken voll, war. Kommst nicht mal mehr durch die Tür durch. Und jetzt mache ich dringend Einstein. Einstein. Nein, du altes Schwein. Nee. Ich muss mal mit dieser Fäkalsprache aufhören.
Gut, Emily ist da oben, das ist... Ja, soll er noch machen? Wo ist jetzt der gute alte Einstein? Einstein! Falsch, falsch, Wärmer. Ich vermute, Artie ist der Schlüssel, damit Trixie sich gegen Tannen wendet. Ja, wird er wohl sein. Und da ist er auch schon. Guck mal, was wir hier Schönes für dich haben, Kleiner. Hey, Kleiner, schnüffel mal hier dran. Eine tolle Nase. Würde ich aber auch behaupten. Vor allem, weil diese Pfeife schon seit langem im Besitz von Trixie ist und er hat gerade nicht Trixie gefunden, sondern... Ich habe mich Oh. bedeckt gehalten, Officer, aber ins Lichtspielhaus muss ich einfach ab und zu mal gehen. Hallo, Arthur. Officer? Ab hier übernehme ich. Aber Im Waffenladen können wir ungestört reden, ohne neugierige Beobachter. Ja, Einstein, gut gemacht. Oh, kommt schon, Leute. Jetzt hat ich so eine gute und so eine schöne Strategie und jetzt pfuscht mir der Doc dazwischen. Ey, ich kein Katzen. Ey. Wo bin ich überhaupt? Ah, so da oben. Was, im Waffenlager? Ein Waffenladen? Was soll der sein? Ah, ja. Chop. Hier ist nicht. Sind jetzt gerade dahinter verschwunden. Wann? Ah, sorry, bin aus dem Bild gekommen. Oh. Was zum... Das Spiel spielt verrückt. Leute, vielleicht ich habe gerade gleich einen Absturz hier. Weißer Bildschirm, ich weiß gar nicht, wie es bei euch aussieht, ob ihr das gerade auch habt, oder... Müssen wir kurz schauen, was sagt Fraps dazu. Ja, und der nimmt noch auf. Fraps nimmt noch auf. Ja, schön weiß da, kannst bitte mal, ich will das richtige Bild haben. Spiel, hallo. Ich fürchte, das ist mir gerade vollkommen abgestürzt. Gibt's ja wohl nicht, ey, was soll der Mist?